So gut sind ihr alle da, alle, die noch nicht in Quarantäne oder in Isolation sind. Vielleicht bist du heute daheim und schaust von deinem Bett aus oder aus deinem Zimmer, wie auch immer. So gut hast du eingeschaltet. How to get rich. Ich freue mich, diese Serie heute weiterzuführen. In dieser Woche schauen wir an, am Anfang des Jahres, wie wir wirklich reich können werden. Und ein Satz von Jesus begleitet uns in diesen ganzen Wochen. Das ist aus Matthäus 6, 19 bis 20. Jesus hat gesagt: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Jesus sagt uns da, wir sollen uns nicht Geld anhäufen, materielle Sachen ansammeln, weil diese Sachen sind vergänglich. Irgendwann gehen die Sachen kaputt, irgendwann verlierst du sie sowieso. Stattdessen sollen wir reich werden und Schätze ansammeln, die im Himmel landen, in dem Sinn, weil die sind unvergänglich, die gehen nicht kaputt. Fokussiere dich auf diese Sachen. Und in dieser Predigtreihe schauen wir die Worte von Jesus an, wo er über den Lohn spricht. Jesus redet immer wieder über Lohn. Das, was wir bekommen, wenn wir das und das machen, Lohn, der nicht vergeht. Und Woche für Woche schauen wir so Stellen an. Vor 2 Wochen haben wir diese Serie gestartet und Jesus hat uns dort folgenden Tipp gegeben. Er hat gesagt, wenn du reich werden willst, musst du alles vergessen, was du weißt. Vergiss alles, was du weißt. Vor 2 Wochen haben wir über das geredet und wir haben über die Absurdität vom Kreuz geredet. Das Kreuz, das alles auf den Kopf stellt. Am Kreuz, wo Gott Reichtum, Macht neu definiert. Einfach alles definiert auch neu. Oder sein Thron ist nicht in einem Palast, sondern das Kreuz auf Golgatha. Und dort definiert er alles. Und wir, wenn wir reich werden vor Gott, müssen wir alles vergessen, was wir wissen. Letzte Woche hat der Ralf predigt und er hat darüber geschwätzt, dass wir unseren Kunden müssen kennen. Kenne deinen Kunden. Du denkst, was soll das? Schau die Predigt dann nach, wenn du denkst, wie kommen wir auf so komische Titel? Da ist es ums Gebet gegangen. Um Gebet, wo wir nicht vor Menschen machen sollen. Wir sollen nicht vor Menschen fasten, dass Menschen uns applaudieren, dass wir Anerkennung bekommen vor Menschen, sondern wir sollen ins private Zimmer gehen, dort beten, weil Gott uns dort belohnt mit einer Anerkennung, die wir von niemandem anderem je könnten bekommen. Aber heute geht es weiter und wir schauen einen dritten Slogan an, einen dritten Tipp von Jesus, wie wir wirklich reich können werden und Schätze können ansammeln, die nicht vergehen. Sind ihr bereit für den dritten Sonntag? Wenn du willst reich werden, dann musst du es richtig nötig haben. Habe es nötig. Mein Name ist Hans. Nötig. Nein, Spaß. Schau, wenn du in die Bibel schaust und die Worte von Jesus genau betrachtest, wie er über das Reich Gottes erzählt, dann wird dir auffallen, dass im Reich Gottes nicht die Leute belohnt werden, die es verdient haben, sondern die es nötig haben. Das ist ein Thema, das sich durchzieht und das immer wieder ersichtlich wird. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich heute ein Gleichnis mit euch anschauen von Jesus, wo dieser Punkt, du sollst es nötig haben, auf genauer veranschaulicht. Jesus hat ja immer wieder Gleichnis erzählt, oder? Um etwas weiterzugeben, um Inhalt zu übermitteln. Oder? Und das Gleichnis, das er hier erzählt, das wir gerade anschauen, redet er zu Leuten, die selber meinen, dass sie gerecht sind und auf andere Menschen herabschauen, andere Menschen verachten. Und er erzählt die Geschichte von 2 Menschen. Der erste Mann ist ein Pharisäer, sagt Jesus. Der Mann meint, dass er gerecht ist und er schaut auf andere Menschen herablassend an, aber er ist überheblich. Und der zweite Mann in dieser Geschichte ist ein Zöllner. Der weiß, dass er nicht gerecht ist und Gottes Gnade dringend nötig hat.
Und die Geschichte endet dann so, dass Jesus am Schluss sagt, der eine ist nicht gerechtfertigt worden und der andere schon. Der Pharisäer läuft nicht gerecht aus dieser Geschichte raus, aber der Zöllner wird gerecht gesprochen. Und das Spannende ist, wir alle fallen in entweder die Kategorie Mensch oder in die Kategorie Mensch rein. Entweder du bist eher so wie ein Pharisäer oder eher so wie ein Zöllner. Und du hast heute Gelegenheit, zu prüfen, was in deinem Herz vor sich geht. Und Jesus lädt dich heute ein, dass du es nicht so machen sollst wie der Pharisäer, sondern wie der Zöllner. Wenn du wirklich willst reich werden, mach es wie der Zöllner. Wenn du wirklich unvergänglich willst reich werden. Und ich rede heute über den wohl wertvollsten Schatz, den du je kannst bekommen. Der wertvollste Schatz, den du je kannst bekommen in deinem Leben. Und das ist deine Rechtfertigung. Deine Rechtfertigung. Und bevor wir jetzt eintauchen in die Geschichte, wir lesen es gerade zusammen, möchte ich noch kurz etwas zu diesem Wort Rechtfertigung sagen. Es ist ein theologischer Begriff, der oft vorkommt im Neuen Testament. Was bedeutet das? Rechtfertigung. Und du musst eintauchen in einen Gerichtssaal, in ein Zimmer, wo ein Richter ein Urteil fällt, so um das zu verstehen. Oder? Stell dir vor, ein Schuldiger kommt in den Gerichtssaal, oder? Und der hat irgendein Verbrechen begangen und alle Fakten werden auf den Tisch gelegt. Und man kommt zum Schluss, der Mann ist wirklich schuldig und hat es verdient, dass er verurteilt wird, bestraft wird. Aber dann kommt der Richter und überraschenderweise sagt der Richter und fällt das Urteil und sagt, der Mann ist unschuldig. Der Mann wird nicht verurteilt. Der Mann wird wie ins Recht gesprochen. Er bekommt eine Rechtfertigung vom Richter. Oder? Er wird gerechtfertigt. So müssen wir das verstehen. Und es heißt in der Bibel, dass auch Gott Menschen rechtfertigt. Menschen, die es eigentlich nicht verdient haben, stellt er ins Recht. Er schenkt ihnen eine Rechtfertigung. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst eines Tages vor Gott und er tut dich rechtfertigen. Das ist das Beste, was dir je passieren kann. Das heisst, obwohl du es vielleicht nicht verdient hast, obwohl du vielleicht nicht recht hast, obwohl du falsch gelegen bist, sagt Gott, du bist im Recht. Du liegst in dem Sinn richtig. Du gehörst dazu. Wenn es einen Schatz gibt, der unvergänglich ist und wo wir uns darauf ausrichten sollten, dass wir diesen Schatz erlangen, dann ist es die Rechtfertigung von Gott. Schau, es ist eins, vor Menschen angesehen sein. Es ist eins, wenn Menschen Gutes von dir denken. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du vor Gott im Recht stehst und vor ihm gut dastehst. Weil das eine ist vergänglich, Freunde. Aber das Ansehen bei Gott ist unvergänglich. Wir tauchen ein, Lukas 18, 19 bis 14. Das ist ein längerer Text, nicht abschalten bitte. Jesus erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein, und die anderen verachteten, das folgende Gleichnis. 2 Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt, da haben wir das Wort wieder, in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der erste Mann ist ein Pharisäer. Pharisäer sind die religiösen Leiter damals vom Volk Israel. Das sind die Leute, die zu den frommsten
und leidenschaftlichsten Menschen gehört haben, die wollen haben, alles richtig machen. Das sind die gewesen, die mit einer Ernsthaftigkeit Gott arbeitet haben mit ihrem ganzen Sein und Leben. Oder? Die haben das Volk gelehrt, was die Bibel, was der Wille Gottes ist. Sie haben die Bibel auswendig kennen. Sie haben mit einer Leidenschaft und mit einer Ernsthaftigkeit Gott arbeitet. Die haben gebetet, die haben gefastet, das sind die religiösen Leiter gewesen. Aber es heisst am Schluss von dieser Story, dass er nicht gerechtfertigt wird. Warum? Warum wird er nicht gerechtfertigt? Und die Antwort ist, weil er selbstgerecht ist. Er denkt, er kann sich vor Gott durch seine guten Taten und durch seine Leistung selber rechtfertigen. 5-mal betet er das Wort Ich. Wenn du schaust, wie oft er Ich nennt. Ich bin zum Danken, Gott bin ich, nicht so wie die anderen. Der Räuber, der Zöllner und der Ehebrecher. Zum Glück bin ich nicht so. Ich fast, ich bete, ich gebe meinen Zehnten von all meinem Lohn oder, an. Und irgendwann kommt der Satz, ich bin besser als all die anderen. Aber Jesus sagt, dass der vor Gott nicht eine Rechtfertigung erlangt. Weil die sich selber erhöhen über andere, werden erniedrigt. Und ich meine, man muss fair bleiben, oder? Wenn ich lese, wie der Pharisäer sich anstrengt, oder, kann ich irgendwie ein bisschen mitfühlen mit ihm. Oder? Man muss auch fair bleiben, bevor wir ihn jetzt einfach komplett verurteilen, was wir jetzt nicht machen. Aber man muss auch fair bleiben. Es ist ja nicht falsch, wenn du willst gerecht stehen vor Gott. Es ist ja nicht falsch, wenn du danach strebst, gut sein, gerecht sein, oder? Einfach, dass wir das geklärt haben, oder? Und er will gerecht sein, wegen dem macht er ja all die Sachen nicht, die er aufzählt. Er stiehlt nicht, oder? Er bricht seine Ehe nicht, er betrügt nicht, er ist auch nicht wie der Zöllner, oder? Und stattdessen zählt darauf, was er alles macht, oder? Er fastet, er spendet von seinem Ertrag wieder an den Tempel und so weiter. Das Problem ist ja nicht, dass all diese Sachen falsch sind. Es ist ja gut, wenn man nicht stiehlt. Es ist ja gut, wenn man die Ehe nicht bricht. Es ist ja gut, wenn man nicht betrügt. Oder? Es ist auch gut, wenn man fastet. Es ist ja gut, wenn man seinen Zehnten spendet oder? Und so weiter. Aber das Problem ist etwas anderes. Er meint, dass diese Sachen ausreichend sind, um vor Gott gerecht dazustehen, ohne zu merken, dass er im gleichen Moment ultra überheblich und stolz ist. Das ist das Problem. Weil das ist das, was Selbstgerechtigkeit unweigerlich mit uns macht. Wenn du selbstgerecht bist, dann macht dich das überheblich. Du schaust auf andere Menschen an. So wie der Pharisäer. Er ist stolz und meint, dass er Gottes Rechtfertigung nicht nötig hat, weil er ja eigentlich ein guter Mensch ist. Aber jetzt kommt die scharfe Warnung von Jesus. Gott rechtfertigt keine selbstgerechten und überheblichen Menschen. So wirst du vor Gott nicht reich. Und schau, die Art von Selbstgerechtigkeit, die findet sich überall. Die findet sich im religiösen Bereich, aber auch wenn du nicht religiös bist, findet sich die Selbstgerechtigkeit. Im religiösen Bereich findet sich in allen Religionen, im Christentum, im Judentum, im Islam, im Buddhismus, überall. Oder? Es gibt Regeln, die du musst befolgen musst. Du musst so und so oft beten pro Tag, du musst irgendwie Almosen spenden, du musst so und das darfst du essen, das darfst du nicht essen, du musst pilgern, du musst den Sabbat einhalten, du musst die Ritual befolgen, oder? Und wie der Pharisäer, oder? Er fastet 2-mal pro Woche. Und es ist krass, wenn du schaust, was eigentlich notwendig wäre, was Gott vorschreibt im Alten Testament für das Volk Israel, ist notwendig, dass du 1-mal pro Jahr fastest. 1-mal pro Jahr. Und es ist krass, er macht 2-mal pro Woche fastet er. Und er muss das dann auch betonen, oder? Ich faste mehr, als es eigentlich verlangt ist.
Ich mache mehr wie die meisten Leute. Und du siehst, er vergleicht sich mit anderen. Und das ist das, was religiöse Selbstgerechtigkeit macht. Oder wir ergänzen und verschärfen die Gebote von Gott und probieren sie zu befolgen, damit wir besser aussehen als andere, die nicht so committed sind wie wir. Wir tun Gottes Gebot ergänzen und verschärfen. Und jetzt kommt das, was Selbstgerechtigkeit immer macht, ob sie religiös ist oder nicht. Du fährst dich mit schlechteren Menschen an vergleichen. Weil indem du dich mit schlechteren oder wenig committederen oder dümmeren oder weniger reichen Menschen vergleichst oder weniger demütigen Menschen vergleichst, verstehst du? Tust du deinen Wert erhöhen. Du wirst überheblich. Du bist selbstgerecht, wenn du das machst. Und wir alle beurteilen uns irgendwie, oder? Wir alle haben ja irgendein Bild von uns selber, oder? Wir alle schätzen uns irgendwie auf eine Art und Weise ein, ob wir jetzt eher gute Menschen sind oder schlechte Menschen, oder? Das müssen wir ja. Ich kenne niemanden, der sich noch nie Gedanken gemacht hat, ob er zufrieden ist mit sich oder nicht, oder? Und vielleicht denkst du jetzt heute auch, ich bin jetzt nicht mega gut, aber ich bin auch nicht mega schlecht. Oder? Ich bin jetzt nicht mega gut, wenn ich mich mit jetzt so der Mutter Teresa vergleiche oder so, dann komme ich natürlich nicht mit oder so. Aber ich bin auch nicht mega schlecht. Weil es gibt ja Leute, die haben noch viel Schlimmeres gemacht als ich. Ich habe schon meine Macken und meine Fehler und meine Probleme und so, aber wenn ich auf Jeffrey Epstein oder so schaue, oder auf einen Hitler, oder und dann kommen uns ganz üble Menschen in den Sinn, oder? Korrupte Politiker, die Reichen, die Mühsamen, oder? Dann merkst du, wir basteln uns unsere eigene Gerechtigkeit irgendwie zusammen, oder? Wir sagen, so schlecht bin ich nicht. Ich bin zwar manchmal ein Arsch zu meinen Mitmenschen, aber dafür bin ich Veganer, oder? Und nicht so, ich esse kein Fleisch wie die klimaschädlichen Fleischesser, oder? Ich rede zwar manchmal schlecht über andere Menschen, hinter dem Rücken von diesen Menschen würde ich ihnen nie direkt sagen, was ich anderen sage über diesen Menschen. Aber dafür bin ich gegen Rassismus und für die Diversität, nicht so wie die Rechtskonservativen, oder? Ich bin unter dem Strich, oder, bin ich eigentlich ein guter Mensch und das langt eigentlich, oder? Und was passiert ist, wenn wir diese Selbstgerechtigkeit zusammenbasteln, es schleicht sich unweigerlich eine Überheblichkeit in unser Leben hinein. Und du kannst ganz einfach prüfen, ob du in einer Art und Weise selbstgerecht bist oder nicht. Hey, passiert das manchmal bei dir? Frag dich das mal. Schaust du amigs auf andere Menschen an, dass du dich davon abheben und besser durchstehst? Schaust du auf irgendwelche Menschen manchmal verachtend an? Zum Beispiel über Ausländer. Oder gewisse Politiker. Reiche Menschen. Arme Menschen. Schaust du manchmal verachtend auf eine gewisse Gruppe von Menschen ab? Zum Beispiel über die dummen und egoistischen Corona-Schwurbler. Zum Glück bin ich nicht so wie die, oder? Oder ich meine, man kann es auch umkehren. Oder? Die dummen, verblendeten, systemtreuen Schöfli, die noch nicht aufgewacht sind. Oder? Zum Glück bin ich nicht so wie die. Schaust du amigs verachtend auf andere Menschen an? Wahrscheinlich hast du gehört, dass du selbstgerecht bist. Und vielleicht bist du heute und sagst, nein, das trifft auf mich alles nicht zu. Ich bin eigentlich eher jemand, der offen ist für Menschen. Ich probiere immer Geschichte zu verstehen von einem Menschen. Oder ich probiere niemanden zu verurteilen. Und du sagst, nein, ich bin nicht selbstgerecht und ich bin sicher nicht so. Zum Glück bin ich nicht so wie die selbstgerechten religiösen Menschen.
Und wenn du das sagst, dann bist du der selbstgerechte Mensch. Verstehst du? Wir heben uns immer ab und das ist unweigerlich, müssen wir das irgendwie machen. Wir müssen uns irgendwie vergleichen und uns nicht mehr einordnen, oder? Aber wir sind überheblich. Und Jesus sagt uns deutlich, Gottes Rechtfertigung ist nicht für dich. Wenn du selbstgerecht bist, ist seine Rechtfertigung nicht für dich, weil du meinst, du hast sie nicht nötig. Du meinst, du hast sie nicht wirklich nötig. Einmal nicht so nötig wie der noch schlimmer ist wie ich. Ich denke, eines der grössten Probleme, das die Einheit von unserer Gesellschaft gefördert, oder? Unsere Gesellschaft spaltet sich und so weiter, unsere Gemeinschaft spaltet sich. Ich glaube, das grösste Problem sind nicht die Corona-Massnahmen. Das ist nicht das Zertifikat oder irgend so etwas. Das grösste Problem ist Rechthaberei. Rechthaberei. Schau, in Diskussionen geht es oft auch nicht mehr darum, den anderen zu verstehen, sondern hauptsächlich darum, seine eigene Meinung überzubringen. Weil man hat ja Recht. Das ist eine Frucht von Selbstgerechtigkeit. Rechthaberei. Wenn du immer Recht haben musst, wenn du weißt, wie die Welt funktioniert, wenn du Recht hast, du weißt, wer richtig liegt, du weißt, wer falsch liegt, du weißt genau, wer in einer Diskussion Recht hat, und das bist meistens du, oder? Ich gehöre zu diesen Leuten, ich habe immer Recht. Aber bei mir ist es einfach so, ich habe wirklich Recht, oder? Im Vergleich zu euch. Nein, genau. Schau, es ist ganz interessant, wenn du immer denkst, dass du im Recht bist, lass mir zu, wenn du immer denkst, dass du im Recht bist, dann hast du auch keine Rechtfertigung mehr nötig, verstehst du? Wenn du immer Recht hast, muss dich ja niemand mehr korrigieren und für das aufkommen, für das, was du falsch gedacht hast. Verstehst du? Wenn du immer Recht hast, muss dich niemand von außen her gerecht sprechen. Du hast es nicht mehr nötig. Aber wenn du weißt, dass du auf Gottes Rechtfertigung angewiesen bist, dann bist du zumindest offen dafür, dass du dich auch irren kannst. Oder? Aber wir haben lieber Recht, als dass wir müssen zugeben, dass wir falsch liegen. Um jeden Preis haben wir lieber Recht, als dass wir zugeben, dass wir auch falsch liegen. Wieso? Wieso ist das so? Weil wir unser Gesicht verlieren würden. Wir müssen zugeben, dass wir uns geirrt haben. Und diesen Preis schätzen wir höher ein, als wenn wir zugeben, dass wir Unrecht haben. Wir kennen das alle, in Konflikt, in der Ehe, in Freundschaften, oder Rechthaberei, spaltet, Rechthaberei. Geht es um Stolz. Es gibt im Pokern so einen Fachbegriff. Tut irgendjemand Pokern von euch? Okay, ich erzähle die Geschichte nicht, das versteht niemand. Es ist so ein Fachbegriff, der heißt Pot Committed. Wenn du schon so viel investiert hast in deine Hand und du meinst, du gewinnst, und dann irgendwann merkst du, du gewinnst nicht, aber du hast so viel investiert, dass du die Hand nicht mehr loslässt und noch mehr zahlst und noch mehr zahlst und noch mehr zahlst, weil du willst dein Gesicht nicht verlieren. Und mir geht es überhaupt nicht darum, irgendetwas über Corona zu sagen. Das ist gar nicht mein Punkt. Oder denk, was du willst, mir egal. Komm einfach in die Kirche. Genau. Genau. Mir geht es mehr darum, zu sagen, selbstgerechte Menschen sind stolz und meinen, sie haben immer Recht. Und Jesus sagt uns heute, mach es nicht so. Mach es nicht so wie der Pharisäer. So wirst du nicht reich. Im Gegenteil, so wirst du bettelarm vor Gott. Wenn du dich selber erhöhst, wirst du von ihm erniedrigt. Und nur so eine Nebenbemerkung, bevor wir jetzt weitergehen in der Geschichte. Mir ist es ein Anliegen, dass wir als Gemeinschaft eine Gemeinschaft sind, wo es einfach ist, zum sich zu ehren. Wo es einfach ist, zum Umkehren. Es gibt nichts Schlimmes, als wenn wir eine Kultur haben untereinander, wo man seine Meinung nicht mehr ändern darf und auch zugeben, dass man vielleicht falsch ist, wenn man dann verurteilt wird für das, sondern wir sollen demütig sein. Wir sollen gnädig sein, weil wir wissen, dass wir vielleicht selber auch falsch gelegen sind. Es muss einfach sein, hier Fehler zu machen. Der Petrus bringt es eigentlich so auf den Punkt, 1. Petrus 5, Vers 5. Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen. Und jetzt kommt Warnung, denn Gott widersteht den Hochmütigen.
Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und genau das sehen wir beim Zöllner. Der Zöllner ändert seine Meinung. Der Zöllner gibt zu, dass er nicht im Recht steht, dass er sich geirrt hat. Und er weiß, dass er Gottes Gnade, Gottes Rechtfertigung bitte nötig hat. Schau, du musst verstehen, dass ein Zöllner überhaupt schon im Tempel anzutreffen war, ist schon außergewöhnlich. Zöllner, das sind die Schlimmsten von den Schlimmsten gewesen, oder? Die hast du jetzt nicht im Tempel gesehen, die sind auch nicht gebeten, das sind die korrupten, die üblen, die ganz dreckig schlimmen Menschen gewesen, oder? Das sind die gewesen, die mit den Römern kooperiert haben und ihr eigenes Volk ausgebeutet haben und sich selber bereichert haben. Stell dir vor, du lebst in Armut, du hast nicht genug zu essen, deine Kinder haben nicht genug, weil sich irgend so ein Sack bereichert und will kooperieren mit den Römern, oder? Das sind die Schlimmsten, oder? Und jetzt, ich kann den Pharisäer irgendwie noch verstehen, oder? Ich kann irgendwie mitfühlen mit ihm, oder? Ist er im Tempel, betet Gott, und dann sieht er so, wenn er betet, der Zöllner. Und logisch fühlt er sich besser. Ich spende 10% von meinem Zeug regelmäßig wieder zurück an den Tempel. Und der nimmt uns aus. Ich würde mich auch besser fühlen als der Pharisäer, als der Zöllner, oder? Wegen dem tendiere ich auch eher dazu, dass ich in die erste Kategorie Mensch gehöre. Selbstgerechte Kategorie. Oder ich bin jetzt eher auf der Pharisäerseite als auf der Zöllnerseite, oder? Meine Frage ist an dich. In welche Kategorie gehst du eher? Jesus möchte uns klar machen, auf was es bei Gott schlussendlich darauf ankommt. Jesus sagt, es war der Zöllner, der gerechtfertigt heimgegangen ist, aus dem Tempel rausgegangen ist. Es war der Zöllner, der gerecht gesprochen worden ist vor Gott und nicht der Pharisäer. Das heisst, mach's wie der Zöllner. Wie hat denn der Zöllner das gemacht? Was hat er denn gemacht? Oder? Was hat er gemacht, dass er den wertvollsten Lohn oder den wertvollsten Schatz bekommt? Was hat er gemacht? Punkt Nummer 1. Er hat erkannt, dass er gesündigt hat, er hat es bereut und bittet Gott um Vergebung. Das ist das Erste, was du machen musst, wenn du willst, von Gott gerecht gesprochen werden. Schau, er kommt in den Tempel, haut sich auf die Brust, das ist ein Zeichen für Reue, für Trauer. Er getraut sich nicht einmal aufzuschauen zum Himmel, weil er weiß, dass er schuldig ist. Er weiß, dass er sündig ist. Er weiß, dass er Gottes Gnade nötig hat. Wieso betone ich das so? Weil es kann passieren, eine andere Überreaktion ist, wenn wir uns absondern von selbstgerechten und gesetzlichen Menschen. Oder? Wir wollen nicht verurteilend sein, wir wollen nicht auf andere Menschen herabschauen. Und was kann passieren ist, dass wir dann Sünde nicht mehr Sündler bleiben, oder? Wir können Sünde nicht beim Namen nennen, wir können auch nicht, wir verharmlosen das. Wir sagen, ja, das, was ich gemacht habe, ist schon nicht so gut, aber es ist auch nicht so schlimm. Also es gibt Leute, die haben noch viel Schlimmeres gemacht. Schau, wenn du so denkst und das anfängst zu verharmlosen und nicht mehr kannst sagen, okay, ich habe Schuld auf mich geladen und ich brauche Vergebung, dann hast du Gottes Rechtfertigung nicht mehr nötig. Du musst beten wie der Zöllner. Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn du das nicht mehr beten kannst, wenn du meinst, du hast das nicht nötig, brauchst du die Rechtfertigung von Gott nicht und du bekommst sie auch nicht. Du musst beten, Gott, ich bin ein Sünder und ich brauche deine Gnade. Ich habe sie nötig. Das, was ich an eigener Gerechtigkeit bringe, ist nichts. Ich komme nicht an den Standard an in diesem Sinn. Das müssen wir beten. Punkt Nummer 2. Er vergleicht sich nicht mit noch schlechteren Menschen, um seine Selbstgerechtigkeit zu verbessern, oder? Schau, er versucht nicht, sich selber zu rechtfertigen, indem er die Fehler von anderen Menschen Gott aufzählen, oder? Es ist kein Zufall, dass Jesus in diesem Gleichnis einen Zöllner erwähnt, als Gegenbeispiel. Weil es gibt keine Schlimmere als Zöllner. Der Zöllner kann sich gar nicht vergleichen mit jemandem, der schlimmer ist. Das sind die Schlimmsten, oder? Jesus macht einen Punkt hier. Er sagt, vergleich dich nicht mit Schlimmeren.
Es bringt dir nichts, deine Gerechtigkeit wird wegen dem nicht besser vor mir. Nein, der Zöllner ist demütig. Er erkennt, dass er Gottes Gnade bitte nötig hat. Und nochmal, meine Frage an dich heute. Zu welcher Kategorie von Mensch gehörst du? Rechtfertigst du dich selber? Oder erkennst du, dass du vor Gott nichts vorzuweisen hast? Und auf seine Rechtfertigung angewiesen bist. Schau, das Ziel meiner Predigt heute war, dass es bei dir Klick macht und du verstehst, dass beide in dieser Geschichte Gottes Gnade bitte nötig haben. Und dass du verstehst, dass auch du, egal in welche Kategorie du gehst, Gottes Gnade bitte nötig hast. Der eine ist stolz und ist wegen dem ungerecht. Und der andere hat sich verrennt in seinem Leben und ist wegen dem ungerecht. Die Frage ist, checkst du, dass du es nötig hast? Weil so wirst du wirklich reich. Sali. Genau. Schau, die gute Nachricht ist, Gottes Rechtfertigung ist ein Geschenk für dich. Gottes Rechtfertigung will er dir schenken. Es ist nicht etwas, das du dir verdienen kannst. Es ist etwas, das du nur nötig hast. Schau, am Kreuz hat Gott alles gemacht, dass du als Geschenk die Rechtfertigung bekommst. Ich möchte einen Satz vorlesen von Paulus, der das so schön verdeutlicht. 2. Korinther 5, 21 bis 6, 1. Den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, empfangt die Gnade Gottes nicht vergeblich. Wieso sagt er, empfang sie nicht vergeblich? Weil du musst checken, dass sie nötig hast. Und wenn du nicht checkst, dass sie nötig hast, ist sie vergeblich für dich, oder? Aber er beschreibt, vielleicht nochmal ein Vers zurück, eine Folie zurück, er beschreibt, was am Kreuz passiert ist, oder? Es hat ein Tausch stattgefunden, sagt er. Es hat eine Auswechslung stattgefunden. Jesus hat am Kreuz deine Ungerechtigkeit auf sich genommen, deine Sünde, deine Schuld, all das, wo du das Ziel verfehlt hast, nimmt er auf sich. Sogar dein Stolz, oder? Alles, was uns irgendwie nicht mehr im Ebenbild von Gott erscheinen lässt, hat er auf sich genommen. Er hat deine Ungerechtigkeit auf sich genommen und gibt dir gratis seine Gerechtigkeit. Er gibt dir am Kreuz seine Gerechtigkeit als Geschenk, dass du vor Gott kannst erscheinen und Gott sagt, der ist gerecht. Du bist gerecht. Du stehst im Recht, du gehörst dazu, du darfst kommen. Verstehst du? Das ist ein Geschenk. Wir können nichts machen, um das zu verdienen. Wir müssen es nur nötig haben. Wir müssen nur beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Dann laufen wir gerechtfertigt raus. Schau, das Geniale ist, du bist jetzt vielleicht hier in die Halle gekommen oder hast eingeschaltet und du bist nicht gerecht. Du bist nicht gerecht, du hast dein Leben in den Sand gesetzt vielleicht. Du hast Fehler gemacht. Vielleicht hast du Schuld auf dich geladen. Und du hast Scham, oder? Vielleicht bist du als böser Mensch hier reingekommen. Vielleicht fühlst du dich nicht zugehörig hier. Du fühlst dich eher wie ein schwarzes Schaf, oder? Die gute Nachricht ist, auch wenn du so reingekommen bist, du kannst heute als gerechtfertigter Mensch hier wieder rauslaufen mit dem Geschenk von der Rechtfertigung von Gott, mit der Gerechtigkeit, die Jesus dir schenkt. Du kannst heute als anderer Mensch hier rauslaufen. Alles, was es braucht, ist Demut. Gott sei mir gnädig. Oder du bist heute reingekommen und du zählst dich jetzt eher zu der selbstgerechten Sorte. Du bist reingekommen als stolzer Mensch. Als jemand, der meint, ich bin eigentlich gar nicht so ein Schlechter. Und du vergleichst dich mit anderen und schaust auf andere an. Vielleicht bist du die Person und du kannst heute hier rauslaufen als gerechtfertigter Mensch. Du kannst deine Selbstgerechtigkeit ablassen, deinen Stolz hier ablassen, am Kreuz und
Gerechtigkeit von Jesus empfangen. Das ist die Gnade von Gott. Und ich bitte dich, schreibt der Paulus nachher, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist der einzige Weg, der möglich ist. So kommst du ins Recht mit Gott, wenn du das Geschenk annimmst. Aber das geht nur, wenn du betest, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich kenne dein Leben nicht, ich weiß nicht, in welche Kategorie du reinfällst, aber ich möchte dich einladen, mit mir das Gebet jetzt zu beten von diesem Zöllner. Ich möchte dir kurz einen Moment geben, wo du ganz allein für dich und Gott das Gebet kannst beten. Und dann steige ich ein und leite uns dann an in einem Gebet. Aber nimm dir kurz einen Moment, wo du deine Augen vielleicht zumachst, wo du zu Gott schwätzt und was immer dein Problem ist, wo immer du dich kategorisieren würdest. Bete zu ihm. Gott sei mir Sünder gnädig. Wenn du das jetzt von Herzen gebetet hast, spricht dir Gott heute zu. Du bist gerechtfertigt. Du bekommst die Gerechtigkeit von Jesus. Du bist angenommen bei Gott, obwohl du es vielleicht nicht einmal verdient hast. Obwohl du vielleicht stolz bist. Dir ist vergeben alles. Gott schenkt seine Gnade gern, wenn wir sie nötig haben. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich möchte alles bei dir am Kreuz ablegen. Meine Selbstgerechtigkeit, mein Stolz, meine Überheblichkeit. Weil ich merke, es ist nicht wert. Was ich brauche, ist deine Gerechtigkeit. Ich danke, vergisst du alles. Alles. Und ich danke dir, gilt deine Vergebung für immer.